Hallihallo, de Jure machst nicht du. Klappt et, gesit er mech, heiert er mech, ruckelt Bild net, ass schon een do, heiers mal Bild, Ton klappt doch, an schon 3347 Leiit, die net am Chat sinn. Ich seh ganz allein am Chat. Ja, schon ein bisschen Verspätung. Ich seh ganz allein am Videochat. Was kein du? Moja dann, kann ich doch nicht anhören. Bisschen Verspätung, sorry. Und dann, manchmal die Kamera und wo ist die Kamera? Hey, hier sind ich. Salut. Ja, was geht es viel zu erzählen? Sarah ist aber da. Moin, funktioniert, das ist wichtig. Moin, Sarah. Wie geht es? Sarah. Und der Pascal ist auch da. Wow, genial. Maja, Sarah a Pascal, Dir gesit do eng Foto, ja, mat enger Person, mat 3 Personen op der Foto. Éischt Fro, wo ass dat? Zweet Fro, wat fir e Gebai gesit Dir am Hannergrund? An dritt Fro, wen ass de Person do an der Mëtt vum Bild? Ja, wen ass hien? Wen ass hien? Wat fir e Gebai ass dat? An wo simmer? Okay. An dann manchmal de Logo wäsch. So. Gesit dat Gebai besser. Sarah schreibt, nee, du bist nicht allein. Oh, wie lief. Olga ist da, salut. Amadou ist auch da, moin. Ja, also. Nach einkehr. Wen ist die Person hier auf der Foto? Wen ist das? Kennt ihr die Person? Ich weiß, das ist ein bisschen deichter. Me, rot mal. Ich bin sicher, ihr kennt die Person. Und hier am Hintergrund, was für ein Gebäude ist das? Und die dritte Frage, wo steht das Gebäude? Wo ist das Person? Wen ist noch da? Malak ist da. Salut. Hallo, guten Morgen. Merci für den Besuch. Der Pascal fragt, ist das eine Kirche? Kirche ist Deutsch. Wir sind dafür eine Kirche. Ja, also, das kein Kirsch, darf ich das so sagen? Das Grad drüber. Das ist ein Degré au-dessus. Also, das ist den 2. Juni 2020. Ja, sonst kein, der mal eine Proposition möchte. Der hat gar keine Ahnung, wo das dort ist. Zu New York, zu Moskau, auf den Bahamas, zu Madrid, zu Lisboa, ne, zu Amsterdam, zu München. Kei weiß, wo das da ist. Ein Kathedral oder so. Ja, das ist auch kein Kathedral. Kathedral ist
drüber. Das ist so dazwischen. Ma ja, wer kein das weiß, da weiß nicht ich das. Da meine ich bin ein bisschen überrascht, dass aber kein das weiß. Malak schreibt ein Kirsch, mir ich mengen, das passt du, Jerome. Wey, das stimmt. Das ist der Jerome. Und der Jerome ist zu Echternach zusammen mit dem Bananenjo. Bananenjoss. Und er ist auch nach der Bananenjo. Voilà. Der Kipp ist komplett. Boah, der Mensch ist Remasch. Bananenjoss. Und auch der Pfeil. Wo ist der Pfeil? Mensch, der Pfeile wäsch. Bon, Pascal, richtig. Ja, Olga, zuerst danach. Da weiß nicht, ich das. Hi. Ja. Das ist Basilika zuerst danach. Sie ist auch nach Willibrach Basilika von erst danach. Ja. Und hier ist das Foto von der Seite. Und die Foto, die ich geholt habe, das war aus einer anderen Perspektive. Das war von 4 frontal. Also hier ist von 4 Foto. Die andere Foto, die ist hier von der Seite geknipst. Okay. Also nach ein Kehr an den Wikipedia-Artikel. Patsch. Was steht dann da? Der Lachsoll hast du, Moje Lachsoll. Den Pascal schreibt, der Jerome ist traurig ob der Foto. Für was? Woher weißt du das? Woher weißt du das? Das ist allgemein ein trauriges Foto, meine ich. Ja. Ich meine, die ist am März geknipst gehen. Als Trick bei Basilika. Willibruch Basilika von Echternach ist ein katholische Kirche, ja, also das ist schon ein Kirche, ja, die zur Paarregion Echternach Saint-Willibruch zum Dekanat Osten und zu der Gemeinde Echternach gehört. Elle appartient, she belongs to Par, c'est la paroisse. Paarregion Echternach Saint-Willibruch ass eng vun den 33 katholsche Paaren, déi de 7. Mai 2017 duerch een Dekret vum Bistum Lëtzebusch entstane sinn. 33 katholsch Paaren. Ja, sie hunn net méi genug Geestlecher, not enough priests, an dufir gëtt alles regroupéiert, soweit ich wees. An Basilika ass dem hellege Willibruch geweiht. Wat heecht dat weihen? Weihen Französisch consacré. To consecrate, ja. Willi, wo hast du Basilika? Du hast Basilika, ja. Dem sei Fest den 7. November gefeiert gëtt, se gouf 1953 vum Bischof Leon Lommel konsekréiert. Basilika ass zënter dem 10. November 1989 op der Lëcht vun de klasséierte Monumenter als nationalt Monument, c'est un monument national, agedroen, klassé. Zur fréierer Paar Echternach geheieren ausser der Echternach Basilika och nach Petrus a Pauluskirch vun Echternach, Muttergotteskapell vun Echternach an Kreizkapell vun Echternach. An hun der Heit Geschicht, Bananen, nee net Bananen, Bannen an inside à l'intérieur. Amadou schreibt, Videochat 70 Echternach Sprangprozession ass een Indiz
Ja, Hammer du. Hat ich auch gemeint. Nicht wie frei liest. Fenster, Krypta, Klacken, The Bells, die Klosch, Glockenspiel, Großglocke, Literatur guckt auch Sparwerk a Referenzen. Boah, ich lese ja schon nicht die ganze Geschichte, das ist ein bisschen lang. Am Joar 706 huet de Willibroch eng Éichtkirch zu Echternach baue gelos. Das gouf ersat Celsiäit remplacé duch méi eng Gros, déi awer 2016 vun engem Feier zersteiert gouf, donc a été détruit par un feu, destroyed by a fire. Déi dritt gouf 1031 fertig. Déi gouf an der Franzésche Revolution grad wie d'Abtei an der hier aner Proprietäte vum franzésche Staat beschlagnahmt. An den 24. Februar 97 vun de Franzosen de Privatleit versteht. Verstehen. Hoppla. To auction, to put up for auction. Vendre aux enchères. Oh, dat wäre interessant. An d'Abtei mat der Kirch gouf vum Dondelinger, déi fir droen Hafmeier vum Klosterwer gesteet, an eng Feiersfabrik funktioniert. War eng Fabrik. E grossen Deel vun anderen Abteigider wéi zum Beispiel d'Weilerbacher Schmelz an Schloss, Bollendorfer Burch, d'Verschweiler Millen an den Diesbuschhof goufe vum Nicolas Vincent Léger vun engem franzésche Regierungskommissär opkaaft. Wat nei Sachen. No jozéngtelangem Gebrauch als Faïencemanufaktur vun de Kirchtem gouf als Kamein benutzt, ass d'Gebäi baufälleg ginn. Donc ils utilisaient une des tours, c'est une tour, ja, comme une cheminée. They used one of the Kirchenturm als Kamein. That's funny. It's sad, but Kirchenturm, une des tours de l'église a été utilisée comme une cheminée. One of the towers was used as a kamin, as a chimney, ja. Bueno, also gehen wir zurück an das Basilika. Also ist Gebäi baufällig gehen, nachdem de Koer vun der Basilika an den Koop gefallen war, a gefährt gouf auch der Rest vun der Kirch géif ze Summe fallen, gouf 1862 de Willibrordusbauverein gegrünnt, dësen huet Sue gesammelt, collectionné de l'argent, donc déi put together money fir d'Kirch ze restauréieren, iwwerdeems gouf Parzelleinsproduktioun an aner Deeler vun de Gebäier vum fréiere Kloster verlagert. 1868 gouf die nei opgericht Basilika ageweiht. Also 1868. Well fir Drun, weil do de Koer, do wo gesonge gouf, dat das alles an de Koop gefall. Tout ça est tombé à cause des travaux à l'intérieur, j'imagine, avec la fabrique. Moyen Erschied. Ja, an dann zum Schluss am Zweite Weltkrieg 1944 gouf se gesprengt a komplett zersteiert. Oh, Katastrophe. Am Zweite Weltkrieg gouf die ganz Basilika zersteiert. Everything got destroyed during the Second World War. Nom Krich gouf se no Pläng vun den Architekten Hubert Schumacher a Michael Heinz Nees opgebaut, rekonstruit, no Modell vun 1031 am romanesche Stil, dat aktuellt Gebäi gouf den 20. September 1953 konsekréiert. Also noch net so lang. Ja, heise der lo bannen an, Landhéier inside, wonnerschein. Hei kom der ran, ass dann die Reetsäit, die Längssäit, da an der Mëtte ist 'n Tor. Dat sinn die Fënsteren. Voilà. Da fällt der Job he Rondseilen an da sinn Eckegsäilen. Ja, also gimmer zeréck. Banan, dat könnt ihr erst dann ugucken. Fënsteren, och wie dat alles opgebaut ass, fir de wo dat interessiert. An dann Krypta, ja Krypta ass, da muss da ënnen so Traberuf goen,
an du hast Graf vom Willibrocht. Da ist ein Helligen, Laia Cercueil, an du leit de Willibrocht begroven. Ein Sarkophage mam Willibrocht. Dann nummer nach Klacken. Und dann war das da, ja, war Literatur. Das ist also die Geschichte von der Basilika. Ich setze den Start hier an den Videochat, da könnt ihr erst nach mir genau gucken. Ja, Basilika von Ischner, also hat man da einen Namen hören, das ist der Willibrocht. Und den sehen wir hier. An den Helge Willibrocht. Hier gouf ungefähr, wir wissen nicht genau, 650 an Northumbrien, ein freies Königreich am Norden von heutigen England, an Südosten von Schottland geboren. Donc, Südosten von Schottland, der Lekos geboren. An hin ist der 7. November 739 zuerst danach gestorben. Hin ist schon mit 5 Jahren aus seiner Heimat an Kloster gegangen, er gouf mich spät ein angelsächsischer Benediktiner, ein Missionär. Dat heißt, da steht also christliche Geistlichen, den an andere Länder geschickt wird, für die Leute dort zum Christentum zu bekehren. Zu bekehren, das ist ein schönes Verb. Bekehren. To convert, pour les convertir, les amener à adopter une croyance. Ja, und dann den Tisch nach Abtei gegründet huet, no dat Richterin as de Willibrocht, Willi mat 2 L, den zweite Patrainer vom Lützebäuer Land. Voilà. An hin er such de Patrainer vun de Massendinger, les enfants de cœur. Do ass de Sarkophage. Vom Helge Willibrocht, c'est le seul saint enterré sur sol luxembourgeois. It's the only saint on Luxembourgish ground. Buried on Luxembourgish ground. Und dafür das ein Pilgerplatz. Seht den so, Pilger. Selbst dran. Na, just einmal, ja. Also, der Willibrocht, ein wichtiger Personage an der Geschichte von Lützeburg. Ja, schon erst den Link schon kopiert. An nom Helge Willibrocht, was geht es da nachzuzählen? Was finde ich noch rausgeholt? Danach war das da. Danach, ja, und da als Staat. Ja, gucken wir mal Staat danach an. Hier ist Staat danach. Das geht am Dialekt Easter Noir. Majorita Easter Noir ausgeschwärt. Also eng Lützeburgische Staat am Kanton Echternach an der Gemeinde am selben Namen. Zu Echternach selber wohnen 4.136 Leute, also nicht so viel. Stand 2004. Ja, Echternach ist eng von den kleinsten, the smallest, Stiert als der Plural von Staat am Land, an eng von den ältesten and one of the oldest. De Lycée Classique, das ist danach, das ist Gemengenhaus, la Mairie. Eng Grundschule an e Precoce. Voilà. Hier ist Quart danach Leiit do. An ich si lo zu Schöffling, das ha nicht. An oder Wirtschaften, Geschicht, Politik, Tourismus, Musikfestivalen, Guckeswertes, bekannt nachher und so weiter. Und wir gucken, das lohnt alles. Mit das definitiv ein ganz schön Staat, könnt ihr ruhig gucken gehen. Gründung von der Stadt Echternach geht op Joar 691 no Christus zurück. Oh mei, schon lang. No Christus après Christ. Den Helge Willibrocht, ein englischer Missionär, krut von der Ermina von Euren bei Träger ein Stück Suppe geschenkt. Das ist ein Terrain. So he got some terrain, wie nennen den das auf Englisch? Terrain, alle Jérôme Terrain. Terrain, some grounds, ja. Sup, steht da noch da, Sup. Ah ja.
nächt mat enger Zopp ze den also en Terrain an do huet hin dann sei Kloster opgeriecht. He built his Klostermonastère. An d'Abtei Eschernach war bekannt fir ihre Skriptorium, an dem ënner anderem de Codex Aureus Aeternacensis an de Codex Aureus Escorialensis zwo gëlle Bibelen, die Bibler noch, Golden Bibles, geschriwen a gemolt gesinn. Den Nee-Kodex läit haut zu Nürnberg an zu Echternach as e Faksimile ze gesinn, den andere wie se Nummer seet am El Escorial Kloster 60 km nordwestlech vu Madrid. Doie kënnt dat Wort Escorialensis. Ja, da könnt ihr erst do. Ja, hier ist das Foto von der Basilika. Wen hat die Foto da gemacht? Der Berthold. Und hier ist das Foto mit Meer. Seht ihr? Anderen Himmel, mehr Sonne. Und schon ist alles mehr schön. Und mehr lustig. Ja, als Geschichte von der Basilika und so weiter könnt ihr schon dann durch rundherum. Wunderschön. Da ist auch der Charlie gefahren. Charlie, Eisebun, eng Schmuelspur Eisebunslin. Dat de Jangeli an de Charlie. Und dann, wie geht es weiter? Am Zweiten Weltkrieg, am Zweiten Weltkrieg hat Echternach, weil es direkt op der Grenz lag, an der Ardennenoffensiv stark zu leiden. Ja, das ist am Zweiten Weltkrieg, hein? Donc, parce que Echternach est juste aux frontières avec l'Allemagne, because it's just near Germany. On the frontier, there was a lot of trouble. Du müssen viel leiden. Stark zu leiden. Ils ont beaucoup souffert. Groß Deler von der Stadt goufen zerstört, darin auch Basilika. Donc, des grandes parties de la ville ont été détruites. Lots of parts of the town were destroyed. Sie goufen, c'est un passif, c'est l'auxiliaire pour former le passif. Zerstört, le participe passé, they were destroyed. Dorena amongst, entre autres, Basilika. Basilika wird Stadt goufen Krieg opgebaut, so they rebuild it after the war. Und ha gesehen, dat d'Entwicklung ass relativ konstant dawer. Also oder ass oder geht dawer an Lot 5000, ja vun 3000 und 5000. Ja, Politik, du gesinn da die verschiedene Parteien, nimm vun de Burgermeesteren. An den Tourismus, ja, Tourismus ass super wichtig fir Echternach. Ja, een vun de Standbeen, un des Piliers aus den Tourismus. Viel Trippelwehr, des chemins pour se promener, roads to take a walk, Museen, den Abteimusee, Musee für Viergeschicht, den Trifolion, das ist Centre kulturell wunderschön, enger flotter Bühn. Und dann, da sind wir lo haut, Sprangprozession. Dafür meinst du den ganzen Artikel haut über Videochat als haut über Echternach. Und bei der Sprangprozession, die ist dann immer Peischtünstes, also haut. Und da kommen 10.000 Pilger, wow, zu Ehre vom Heilige Willibrucht, Reihen op Weis von enger traditioneller Musik durch Echternach sprangen. So ja, bei der all Joer bis zu 10.000 Pilger zu Ehre vom Heilige Willibrucht durch Echternach sprangen. Donc ils sautent à travers Echternach en honneur du Saint Willibrucht. So they are jumping around Echternach in honor of Heilige Willibrucht, Saint Willibrucht. À Reihen. Reihen is in rows, dans des rangées. C'est bien, vous regardez la photo, ils sont bien dans des rangées. C'est pas un chaos. It's not chaos.
der in Rose. An eng traditionell Musik. Da, 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 da. Ja, dann man hat den E-Lake Festival für Musik zu lauschteen, Rock, Techno, Popmusik, super. Du hast einst du auch de Banane Joss an de Banane Job. Und dann den Ischer nachher Musiksfestival als am Bereich von der klassischer an Jazzmusik auch e ganz renommierte Festival, de weit iwwer Grenze bekannt ass. An noch Balance treffen, Montgolfier, an den Ischer nachher Marathon. Bis zu Avalon méi. Run for fun. Du huderet. Guckeswert ist ja Basilika, mat der Krypta, am Helge Willibroch, d'Abtei, de Rokoko-Pavillon, d'Ënzel, d'Staatmauer. Den Eischter nacher See hummer eng Foto, voilà, schei proper. Grundmauere vun enger Reimervilla hummer do eng Foto, voilà. Wikipedia ass super. Wolfsschlucht, la Gorge du Loup, ass en enke Schluff am Lützebuer Sandstein. C'est un passage étroit. Das ist eng vun de spektakulärste Plätzen an der klenger Lützebuer Schweiz. Du warmer joch schon am Mëllerdal. An nummer bekannt Echternnacher Politiker, Komponisten. Oh, de Jules Hoffmann. Ja, en ass 41 zu Echternach geboren, en ass e franzésche Biolog mat lützebuerschen Originen, dem sei Spezialgebiet d'Immunsystem bei den Insekten ass. System immunitaire chez les insectes an hier krut den Nobelpreis für Medizin 2011. Ouais, bravo! Und dann will man nach Marcel Reuland, ja. De Frank Wilhelm, de kennen ich auch. Ja, huet sich ganz viel auch mit Victor Hugo befasst. Der war ja auch ein Zeitchen zu Lützeburg. Voilà, mes chers amis. Wo den eng froh? Moier Robby, keng froh. Ja, und dann kommen wir nach bei dem wichtigsten Punkt für Haut. Das ist also die Sprangpräzision. Die ist dann nachher Sprangpräzision. Sprangen, c'est sauter, to jump. A Präzision, das Parat. Dann haben wir das Foto, die Sprangpräzision am Mai 2008 vom David Edgar. Und da gesehen ihr, sie sind an enger Reihe und sie haben so eng Zerveit, en Neuschnappig, mit dem sie sich uppacken. Und da sind Leute rundherum. Und sie sind noch all weiß ugedor mit schwarzen Buchsen, ja, ist das so. Und da am Hintergrund, das ist Basilika. Gehen sie also rundherum und da gehen sie in Basilika. Und da haben wir hier als Sprangpräzision ugangs 1900. Voilà. Procession dansante, Danseur Echternacquois. Geschichtliches, Zeit von der Abtei bis die Französische Revolution, Zeiten um Konkordat, Sprangpräzision Haut, Filme und Dokumentarfilme, alles und so weiter. Die heutige Form von der Sprangpräzision geht ans 19. Jahrhundert zurück. Mit Témoignages lassen ihre Origine bis ans Spätmittelalter zurückverfolgen. Donc on ne sait pas trop. Donc, les origines, c'était quand la toute première fois? 19. Jahrhundert. Und da könnt ihr erst dort ja alles genau gucken. Ich lese das nicht alles für. Die älteste Quelle ist die vom Abbé Theophrid, den ist gestorben 1110. Der schwätzt von einer Pilgerprozession, also Pilgeren. Pilgere. To go on a pilgrimage. Aller en pèlerinage. Von einer voilà, Pilgerprozession bei Graf von Willibroch. Et ging aber kein Riet von engem Tanz. Là, on parle pas d'une danse. Am Mittelalter goufen die Gemengen, die von der Echternach Abtei aufhängig waren, dazu forciert, an der Peichtwoch ihren Undeel für die Kirche aufzugehen. Oui, ça c'est les mairies, ils ont dû payer.
ceux qui ont appartenu à l'abbaye d'Echternach. Das huet sich Bannprozession genannt. Donc, c'est le Minerval, ce qu'il fallait payer, quoi. They had to pay a certain amount of money. 1497 goufen an engem Justiztext Helleger déi Danzen annimmt. Die éicht bildlech Repräsentatioun vun der Sprangprozession geht zerek op d'Joer 1604. Saints that are dancing. 1604 dat éicht Bild, the first picture. Wéi et zum Danzen oder Sprange kom ass net ganz klar. De Willi brocht wie och de Jean den Defe an de Fäit waren Helleger zu dee bei Nervekrankheete, Krämp oder Epilepsie gebiert gouf. Donc si vous avez des maladies des nerfs, crampes, des spasmes épileptiques, alors ils ont prié Saint Willibrord. Ausdruck wie Willwartskränkt, erster nach Krankheit oder auch nach Krankheit vom Hellege Jan goufen dacks mat der Sprangprozession in Verbindung bruecht. Donc on a souvent mis ces termes maladie du Saint-Jean, maladie d'Echternach en relation avec cette Sprangprozession. Et ass dofir unzuelen, dat Kranker wie zum Beispiel Spastiker an der Prozession matgefauerert goufen oder awer d'Leit an der Prozession sech so beweescht fir dës Krankheeten net ze kréien. Spastiker. Weil die sich so komisch beweescht hun, as do lassgang mam Danzen oder hunn Leiit sich so beweescht fir die Krankheet net ze kréien. Eng aner Theorie seet, dat d'Sprangprozession sech als enger ziviliséierter Form vun der Geißelprozessionen entwickelt huet, die besonders am 14. Jahrhundert als Mittel géint Pecht verbreet waren. Eng Geißel. That's an interesting term. Geißelen is the verb. Geißelen, c'est flageller, to whip, to exhaust oneself. Aller au bout de ses forces physiquement. Ja, dat sinn Strophe sozusagen. Ce sont des punitions que les gens se sont auto-octroyées pour se protéger contre la peste. So people, they hurt themselves in order to protect themselves against the pest, la peste, pest. Ja, Englisch, the plague. Ja, bei am Coronavirus, hein? Und das ist dann eng ziviliséiert Form, donc c'est moins cruel, it's less cruel. An am 18. Jahrhundert gouf dat Gesprangs, tous ces mouvements, toutes ces danses, all this dancing, gouf kritiséiert vu weltlecher a vu kirchlecher Seite. Donc ça a été critiqué par l'Église, mais aussi par les autorités. Die eng hunn et als Ausdruck vun Obskurantismus gesinn, die aner hunn Entgleisungen bedauert. Entgleisungen, c'est quand il y a des effets secondaires. Entgleisung. Comme dans un train, Entgleisung. Entgleisen, derailed. Ah, ils ont seulement mis ça. Ouais, donc, Entgleisungen. Quand il y a eu des gens qui ont, comme dans un match de foot, des hooligans qui ne respectent pas les règles. People who didn't respect the rules. Ja, wann d'Leit zu viel excitéiert goufen, quand les gens se sont trop excités. So huet en Träierer Bischof 1777 Sprangprozession verboden. Carrément interdit. Forbidden. Weil sie net vernünftig wie, elle n'était pas raisonnable. Because, ja. Net vernünftig. Wie übersetzt die vernünftig auf Englisch? Vernunft mis awer drastun. Ma ja, dat nervt total. Dat nervt. Vernünftig am Deitsche. So. Was not reasonable, was not wise, was not rational, ja. Sie war net vernünftig. Sprangprozession, wo bist du?
Och der Joseph den Zweiten huet 1786 all Präzessioune verbiete gelos, so everything was verboten. Etwas verbieten. I actually know the verb, but I don't want to say a mistake, so I use it. Was forbidden, to prohibit, to refuse to tolerate, ja. Also dat gouf dann alles verboten. An dun och huet dat Verbot awer geschwind op nees ophiewe gelos. So he took that back, so he allowed it again, il a à nouveau autorisé quand même. Wahrscheinlich, weil sowieso käsig dro gehalen huet, probably because nobody cared. Probablement parce que personne respekté de toute façon. Dat hin an hier gong virun, Franzésch Revolution huet ze verboden, den Napoleon huet 1600 mal erlaubt, Frauen hun recht krit mat ze machen. Enfin, on a aussi autorisé les femmes à participer. They also accepted women to take part. Dance, Boogie Wonderland. Ja, Zeit um Konkordat vun 1801, 1825 huet de Wëllem dekretéiert Sprangprozession vum Peich Dënschen op Peich Sondech ze regle, fir so ken Abechtssach ze verléieren. Comme ça, on n'a pas perdu une journée de travail, en la mettant de mardi vers dimanche, from Tuesday to Sunday, so we don't lose a working day. Ich denke, da hat kein Sukse gehabt, weil 1830 gouf den Dekret nicht abgehoben. So they stopped that again. Die einzige Periode an der neuerer Geschichte, an der die Sprangprozession nicht aufgehalten gouf, war an der Nazi-Okkupationszeit 1940-1944. Was? Nazien hatten sie auch verboten. Why? Pourquoi les nazis l'ont interdit? Why did they forbid it? I don't know. Bon, lo sind wir bald fertig. Also Sprangprozession von Haut. Könnt ihr euch dann alles angucken. Ja, und da ist sie abgestaltet am Abteiser a Reihen. Donc des rangées de 5. Und jedereen sich und seinem Noper mit einem weißen Nurschnappig unhält. Donc tout le monde a comme ça un mouchoir blanc, a white handkerchief. Das kein Tenue vorgeschrieben, also ihr könnt undur was ihr wollt. Viel Springer, das sind die Sauteurs, passen sich aber der traditionelle Tenue von den Esternacher Springer an, schwarz Box, a weiß Hemd oder bloß. Folkloristische Tenue sind nicht zugelassen, not allowed. Gesprungen wird am Rhythmus von einer traditioneller Polkas-Weise. Ja, also religiös und traditionell und viele Schüler machen da mit. An 2020 ist die Sprangprozession ausgefallen während der Covid-19-Pandemie. Boah, das könnt ihr erst dann alles angucken. Wollt ihr denn froh? Dann habe ich die super Seite gefunden mit ganz vielen Fotos. Weil auf rtl.lu war just diesen Artikel, Patrimoine in Krisenzeiten, Sprangprozession aus das Jahr digital. Digital. Dafür geht es während der Pandemie den digitalen Weg. Und zwar hier auf dieser Seite iki.lu. Immaterielle Kultur Irwe Lützeburg. Und da sind dann auch Dokumentären über die Sprangprozession. Da gehen wir uns das mal angucken. iki.lu. Immaterielle Kultur Irwe. Irwe, c'est l'héritage, c'est ça? L'amour en héritage. To inherit. Hériter un bien, hériter une caractéristique. Ja. Immatériel, donc c'est pas une matière. Héritage culturel, ja. Wieso mal, gehen wir zurück. Immateriell, Kultur, Irwen als Sechselstoff für den Tee zu Lützeburg. Und da haben sie ein paar Rubriken. Und hier ist die Rubrik für die Sprangprozession. Ein schön Mickey Mouse. Die Esternacher Sprangprozession. Bon,
Dat do lesen ich awer och net nach enke an iwwersetzen net das sowieso lohne. Dat meescht ma jo erkläert. An der nach enkeer Dirch dann nach Sprangprozessioun. Ich meine auch de Link, da könnt ihr dat selber do no gucken. Wann dann eng froh ass könnt ihr die selbstverständlich hei am Chat posten. Me dat haier is interessant. Kogemo lauter Fotoen. Lauter Fotoen. Me das da vu fréier, hein? Weil das der Teil nach eng Foto. Was da die Clip kann ich dat mir groß machen. Oh, dat luet. Mo gespannt. Voilà. Making of 2020. Stadtmarketing erste Nacht. Das ist den Erzbischof. Das ist den Daschen. Weiß ich nicht. Ja, und da ist der Sarkophag. Eine Kamera für zu filmen. Ein Journalist, ich weiß es nicht. Du kann ich noch ein Video gucken, wenn ich da Play drücke. Ich traue mich aber noch nicht. Was tun wir hier? Ja, das Bananen. Sprangprozession. Und hier ist da vom letzten Jahr sicher. Oh, was Leute. Oh. So viel Leid, all these people. Ja, als nach in do, ich stell denk froh, alles verstehen. Also, lauter Fotoen. Hier sind also auch Madamen, sie hat eng Jeansbox und das sind die Nurschnappischer. Und da sprangen sie. Da, 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 da. Das ist 2008. Oh Mann. 2008. So lang hier. Funktioniert mein Stream noch? Okay, schreibt etwas. Seid ihr noch da? Nicht, dass ich schon lang mein Speech habe. Auf also egal. Wie gesagt, das könnt ihr erst dann alles angucken. Hier sind auch Schwarz-Weiß-Bilder von früher. La Ville des Saint-Dansons. Mit Video, mit allem drum und dran. Digital. Schon auch nach all Foto fand da. Und zwar Sarah ist noch da, ja. Vielmals merci für diese kulturellen und historischen Amment. Merci. Schon auch nach Bilder fand, und zwar die Datei. Muss ich mal wegmachen? Ja. Das ist von der Seite. Und dann Datei. Ja. Das ist ganz alt. Und da schreiben sie auch Kathedral. Und ich meine, das ist von 1905 oder so, hat ich die Foto fand. Lach Solfred, hast du die Sprangprozession gemacht? Nee, ich sehe auch nicht von ihr danach. Und, ich hätte es einfach kein mitmachen, aber dann hätte ich müssen an einem Verein mitgehen. Ich war jetzt an den Massendinger, ich weiß nicht, ob die mitgegangen sind, Massendinger von Bieles. Wir lauschen aufmerksam nur, merci, das live. Ja, Olga ist auch noch da, super. Boah, hat er eng froh? Also das ist ja schon impressionant, da finde ich gemeint, wir sind da vielleicht auch mal ein bisschen mehr an den Detail gehen von der ersten nachher Sprangprozession. Ich weiß auch noch nicht, ob das alles richtig ist. Ich habe das noch viel gelesen aus dem Wikipedia, aber Wikipedia ist ja nicht wissenschaftlich. Ich gucke mal hier. Was tun sie dann hier noch? Wahnsinn. Mal da gucken mal, ich weiß nicht, der hat auch noch, das ist interessant. Was auf der Internetseite iki.lu immateriell Kulturleben zu Lützburg nachzusehen ist.
Und zwar, boah, als echt, das ist ja dann Sprangpräzision. Me sie hunn och Appes en Dossier gemar iwwer d'Tscherbefauer. D'Tscherbefauer mat hirem Hemmelsmarsch, vum Hemmelsmarsch schon mai och schon hei geschwaart. Ja, dann déi Meisien, wie mech den so die Villecher fir dran ze päifen, do mam klenge Lach. An dann wat ass dat d'Oktav, ja das och immateriell. Doriwer hun mai och schon vill geschwaart. Ass alles riwer zu Eier vun der Mutter Gottes vu Lützwech. Ha! De Superstar, de Niklosdach, gesellschaftlech Gebräicher, Riten a Festlichkeeten. Da sind Kanner immer ganz froh, da kriegen sie flotte Kado. Und dann haben wir noch, hey, was ist das? Kunst von den Hauptbläser. Ah, das ist das Instrument, was sie da haben. Bläser, c'est quelqu'un qui souffle. Somebody who is blowing. Aber was ist das? Kunst vom Dresche Mauer bauen. Mauer, Mur, bauen, konstruieren et dreschen sans liquide. So they build walls in a dry walls, dresche Mauer bauen, without liquids. Und dann zum Schluss, was tun wir dann da? Tierwandskunst, Kunst von der Geburtshilfe. Also. Und dann noch Hauptspur, Haus auf Flower nehmen. Ah. Les noms des rues et des maisons, the names of streets. A Flower nehmen. Flower, was ist das? Combined paysage, meadows, countryside, the names they have. Und dann hat das war hier waren. Eng hier waren Midwife, Sage-Femme. Ah. Hier nur Ausspruch, die bestimmte Form von diesem Wort ähnlich geschrieben. Bon, hier waren, muss irgendwie selber. Enfin, bon, ich verstehe noch nicht alles. Okay, dann habe ich mein Exposé haut gemacht für Basilika, danach an Sprangpräzision. Ja, das ist ja schön, wenn so etwas nicht kann organisiert gehen, weil mal die schreckliche Krankheit da haben. Was willst du machen? Ne? What do you want to do? Life is tough, das Leben ist hart. Ja, wir den eng froh. Oder vielleicht eine Idee, was ich mal soll behandeln. Maybe you have an idea what I should do tomorrow. Qu'est-ce que je peux faire demain? Pour demain, vous avez une idée? Gehen wir mal zurück. So. Und, ja. Tomatenstern, Orange, Tomatenstern und so. Nee, kein froh. Ja, da weiß ich nicht erst, das ist ja auch schon 10 für 10. Da weiß ich nicht erst natürlich immer nächstes mein Internetseite. Ich hätte gerne ein kleines Pickfilmchen. Pickfilmchen. Oiseau sifflé. Small whistling bird made of clay and sold on Easter Monday. Oiseau sifflé en terre cuite. D'Europaparlament. Promi-Quiz. Larsol, du kennst den Promi-Quiz. Promi-Quiz. Lass mich gucken. Ich weiß nicht, ob ich die Internetseite noch habe, Promi-Quiz. Das war so eine Idee von mir, wo leider kein richtig interessiert wird. Nee, die Internetseite geht doch nicht mehr. Promi-Quiz, das heißt, du musst da eng bekannte Person roden. Ja, können wir mal eine spielen. Gute Idee.
Was wollte ich nachweisen? Ah ja, meine Exerzice seid. Ja, ich bin so happy mit meinen Exerzice seid. Vergiss nicht, die Exerzice, die sind all für euch da. Der könnt auch mal die Übersetzung spielen, zum Beispiel Hi, das ist auf Spanisch. Dann habe ich Hi, Comer et Biber. Da könnt ihr Hi die Clip lauschen mit meiner Tante, Großtante und ich, essen und trinken. Und dann da, ich esse gern Fisch, me gusta comer pescado, ich esse ganz gern Mulan, me gusta mucho comer mejillones. Und da könnt ihr Hi probieren zu übersetzen. No me gusta comer los fideos, ich esse nicht gern Nudeln. Oder ich esse ganz viel Gemüse, como muchas frutas y verduras, ich esse ganz viel Obst und Gemüse. Wann ich, dann trinke ich auch gern Sprudelwasser. Cuando tengo sed, me gusta también beber agua con gas. Wann ich durstig bin. Oye, Geronimo, tengo hambre. Ven, vamos a comer algo. Dat as eng. Oh, Lion Food. Gib mir zu Fuß oder fahr mir mit dem Auto. Ist eine buona idea. Vamos a pie o en coche. Dat is eng gut Idee. Ich komme mucho ayer. Ich gëcht viel Gies eier, ja. Gëcht viel Gies. A wann der fertig sit oder ënner jetzt Block knäpchen. Puff. Bravo, alles richtig. Zara Fred Geschicht vu Lettzeburg. Eieiei. Bah ja, das ist natürlich auch ein interessantes Thema, das ich just kenne nicht ganz viel davon, muss ich ehrlich zugeben. Geschichte war nie so menges. Obwohl ich zwar, das nicht, dass ich nicht interessant fand, das ist definitiv nicht der Fall. Aber ich habe mich nie so richtig mit Geschichte aufgehen. Aber ich fand bestimmt etwas dazu am Wikipedia, dass ich just am Wikipedia, ich kann nicht viel lesen, ich kann nicht übersetzen, erklären, aber ich kann aber nicht garantieren, dass dadurch stimmt, was da steht. Das ist das Problem von Wikipedia. I don't know if it's true. Okay, wenn da kein Froh mehr ist, dann proposiere ich, dass wir für heute Schluss machen. Ja? Schon auch Sachen gelernt, muss ich sagen. Ja, Olga, eng berühmte Person so, das ist ein Promi-Quiz. Das machen wir, das ist nicht schwer. Was wollte ich sagen? Der fand auch, wenn du so, das war alles auf Lützeburg, ich verstehe das nicht, das ist zu schwer. Das ist nicht wahr. Der fand auch, das hätte ich vielleicht noch sollte weisen. Ja. Do und auch do. Für die von euch, die eben nicht so gut Lützeburgisch können, das ist ja nicht schlimm. Der fand das auch am englischen Wikipedia. Dancing Procession of Echternach. Und da hat er dann mehr oder weniger dieselben Erklärungen. Aber nicht so im Detail. Ënnerhoelen mam Jean-Claude. Wat heecht dat? Ënnerhoelen mam Jean-Claude. An hai ja, dat ass die Fraséich Prozession dansant Echternach. An hai steet, dats dat e Patrimoine kulturell immateriell ass. Vun der UNESCO, wow. An 2003. An do huet er dann och Histoire. Da mis die kucke, wat schreiwe sie? Sur base d'une prise à Nairobi 2010, l'UNESCO a décidé de faire figurer la position de Jean sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
Das ist ja fantastisch. Ja, sie schreiben du von 12.000 bis 14.000 Pilleram. Ja, da geht schon nun, ha? Den hat da recht. Lach soll eng Lieblingsgeschicht über den Kannerzeit. Er ist ganz sehr. Er ist meine Lieblingsgeschichte aus der Kannerzeit. Goldorak. Voilà. Das, guck mal da, ha? Ganz Geschichte von Goldorak. Das ist ein Aktarus. Dat ass még Welt. Ich mengen do kenne ich mich aus. Den Alcor, den Venusian und so weiter. Wo ist dann der Goldorak? Der Rigel, da sind die verschiedenen Personagen. Misère. Dummer, da sind ich dummer, da hun ich Französisch geleiert. Les ennemis de Goldorak, Force de Vega, Le Grand Stratégère, Kyosai, Dao, Vega. Mit kein Bild vom Goldorak. Ich gehe geckig. Im Moment, ich muss das gucken, das kann ja nicht sehen. So, irgendwo ein Foto sie vom Goldorak. Ah, boah, die ist aber null, die du. Da ist aber null. Boah, ja, das ist das, was ich so. Der Copyright ist ein Problem. Und die Leute trauen sich nicht mehr, Sachen äh, zu weisen, weil nicht direkt, oh, das ist Copyright. Weil du hast den Goldorak. Goldorak, also du kannst meine Eltern fragen, du kannst meine Familie fragen, wann ich den Goldorak nicht dürfte auf der Tele gucken, dann sind ich zum Spastiker gehen. Sind ich geckig gehen. Ja, mich überlegen, vielleicht fand ich etwas. Goldorak. An Goldorak huet Ernst das geheescht an England an och Ernst das op Japanisch. Ich mengen du et Grandizer geheescht an so weiter. Voilà. Huet na eng froh? Lo si er enttäuscht. Ja, dat ass e belot froh, wat das méi wichtech? Sprangprozessioun oder de Goldorak? Ja. Ass net du mehr dat ze decidéieren. Ne? Bon, dann mangerem hai mei Logo un. Das den Textscroller ja passt gut op ihr Job an hai mei Logo. Pascal schreibt, sie sind alle gut zu jung für den Goldorak zu kennen. Ja. Wir mussten einen Verein machen für den Goldorak bei den jungen Leuten bekannt zu kriegen. Giselle schreibt, schöne Kur. Kur ist männlich. Ich meine, darüber könnt ihr auch mal ein Grapes machen. Adjektiv, Epithet, à gauche, masculin, schöne Kur. Merci, Giselle. Ja, also ich wünsche euch all Gutes. Ich weiß nicht, wer der Moment lebt. Heute zu Lützburg, die Leute gehen raus, die Schwämme gehen op. Als alles erlaubt oder nicht, muss ich aber manchmal eine Maske anholen. Und ich bin froh, wenn der kommt, für ein bisschen mit Mehrheit zu schnitzen, über die Lützburg. Und wenn der eine Idee hat oder der will, dass ich einen Text verbessern, schickt mir ihn. Und dann machen wir das. Sarah schreibt, vielmals merci für dein Investissement. Alltag lehren wir viel Sachen, macht viel Spaß. Merci, Sarah. Dann, ja, mancht kurz. Merci alle gut. Ja, vielmals merci. Schlaf gut, Eddie. Bis dann, hoffentlich. Okay, ich schon Werbentabelle lo nicht bei mir, mit mir, mais bei mir, chez moi. Ich will Werbentabelle nicht bei mir, oder ja. Du musst dir an Ding am Kopf holen, Giselle. Hi, do am Kopf. Nonstop. Techno-Pop. Allez, ich mache lieber Schluss. Jetzt schneiden damit so. Goldorak Go. Nicht.